Glasiger Boy fragt auch, wie würdest du dich selber promoten mit möglichst wenig Cash? Gute Frage, Glasiger Boy. Wie man sich selber würde promoten mit möglichst wenig Cash. Um da einen sympathischen Hinweis noch zu machen, dass ich schon eine Episode auf YouTube habe, eine ganze Stunde, wo sich um sich selber promoten, genau das Thema, wo der Glasige Boy da fragt, habe ich eine ganze Stunde zu dem schon gemacht. Das findet ihr auch auf dem YouTube-Channel oder in der Bio, im Bio-Link. Und dort gehe ich auch ein bisschen auf das ein, dass du natürlich auch mit wenig Budget etwas machen kannst. Glasiger Boy, dort kann man sich einfach auf Massnahmen beziehen, die tatsächlich kein Geld kosten. Und das sind mehr, als man würde vermuten. Zum Beispiel alles, was mit traditioneller Promotion zu tun hat, sprich irgendwelche Medien anschreiben. Und das ist ja eigentlich sinnbildlich so ein bisschen das Gängigste, was man machen kann, um seinen Release zu promoten, sage ich jetzt einmal. Es gibt natürlich viele andere Sachen auch. Aber alles, was mit den traditionellen Medien zu tun hat und die anschreiben, egal ob das Radios sind, Printzeitungen, irgendwelche lokale Newsstationen, wo man bei sich in der Region hat, das braucht eigentlich nicht gar kein Cash, sondern einfach eine Internetleitung und irgendein E-Mail oder eine Adresse, denen man anrufen kann oder ein E-Mail schreiben kann, in den meisten Fällen. Und dort zahlst du eigentlich, musst du auch kein Budget in die Hand nehmen, sage ich mal, für ein E-Mail oder für einen E-Mail-Verkehr. Es sei denn, du müsstest halt irgendwo Transportkosten, müsstest halt irgendwo anfahren für die Promo. Das kostet dann natürlich wieder. Aber ein schneller Tipp, sage ich da mal, oder ein pragmatisches Beispiel ist, wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt schon alles ausgeschöpft und hat immer noch wenig Geld, um selber Promotion zu machen, könnte man sich vielleicht einfach mal anschauen, okay, easy, was gibt's da für Medien in meiner Nähe oder was gibt's für Medien in der Deutschschweiz, wo vielleicht den Sound featuret, wo ich selber mache, und dann schreibt man die einfach an, kostet keinen Rappen, kostet keinen Cent. Das ist eine reine Zeitinvestition, wenn man sich eigentlich so genau anschaut. Wenn man sich selber jetzt würde als Business anschauen, dann muss man zwar nicht mit Cash zahlen, aber mit der eigenen Zeit natürlich. Rap aus der Hood schreibt da, oder fragt, hat's das nicht mehr gegeben früher? Hat's das nicht mehr gegeben früher? Dass du Promo machst, was dann genau Raps in der Hood, dass du Promo machst mit Medien oder Promo mit wenig Cash, mehr Möglichkeiten mit wenig Cash etwas zu machen. Also ich bin nicht, weil das eine sehr gute Frage war vom Glasigen Boy, ich bin wirklich, nicht, dass man das falsch versteht, ich bin kein Gläubiger vom Prinzip, oder ich glaube nicht wirklich an das Prinzip, dass man viel Geld braucht, um viele Leute erreichen. Weil wir auch wissen, vielleicht die ein oder andere von euch, habe ich auch noch eine ganze Episode, wo es um organischen Konsum geht. Und dort, der Glasige Boy, rede oder diskutieren wir genau das, dass du mit organischem Konsum oder mit einem guten Produkt, sage ich mal, mit einem guten Songprodukt, auch kannst mit wenig Geld etwas machen. Das Doofe, was amigs passiert, dass das Gemeine ist, dass Leute sich ein bisschen überschätzen, vielleicht mit dem Budget, und nachher irgendwo zu viel ausgeben, wo sie vielleicht das Geld nicht hätten sollen ausgeben oder einfach sparen könnten für etwas anderes. Nein, der Oberteil, wo ich habe geschrieben. Raps in der Hood, sorry, ich habe nur das eine gesehen. Was hast du denn da noch geschrieben? Kannst du es nochmal schnell wiederholen? Für mein blinde Auge. Oder ich weiss jetzt nicht genau, auf was du eingehen, aber die erste Nachricht habe ich in dem Fall nicht lesen oder hat es da nicht richtig angezeigt. Glasiger Boy, nebst der Promo, und cool für die da noch einschalten, oder spontan eingeschaltet haben, willkommen da beim Cola Podcast, einfach für die Neuen unter euch. Wir reden heute ein bisschen über allerlei Fragen oder Inputs oder Themen, die ihr habt im Chat, darum haut irgendetwas rein. Und dann können wir da drüber reden. Es sammeln sich jetzt schon ein paar Leute. Der Sinne der Savage ist natürlich auch da. Savage Live. Wenn ihr irgendwelche Sachen wissen wollt oder ich das so gut wie möglich auch beantworten oder mir euch ein gutes Thema einfällt, das wir noch für die letzten 30 Minuten besprechen, dann bitte alles in den Chat reinhauen und dann kann ich so gut es geht auf das eingehen oder können wir das auch diskutieren. Glasiger Boy, was man sonst noch machen kann,
ohne viel Cash, sage ich mal, selber Promo, ist auch ganz einfach, also ist sehr obvious natürlich, aber sich halt auch influencermäßig raussuchen, okay, easy, was habe ich für Leute in meinem Feed oder bei meinen Follower, vor allem auf der Plattform, wo wir uns da gerade befinden oder wo ihr da den Livestream zuschaut, dass man sich anschaut, okay, wer folgt mir überhaupt? Und dann schreibt man die Leute an und schaut mal, wie können die Leute für die Operation oder für die Promotion, wo man selber will, da starten, für die Kampagne, wie können die irgendwie helfen? Weil wer weiß, vielleicht hat man halt ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel, vielleicht hat man irgendeinen Fußballer-Kollege oder Kollegin im Feed oder als Follower, wo deine Musik geil findet. Und vielleicht hat man einfach noch nicht darüber nachgedacht, die Person einfach mal anzuschreiben und zu sagen, hey, look, würdest du meine Musik gerne featuren in einem von deinen Videos? Weil, keine Ahnung, Fußballer haben vielleicht auch Bock, irgendwelche Trickshot-Videos zu machen. Und schon hat man seine Musik, ohne dass man viel Geld in die Hand genommen, irgendwo in einer anderen Welt, in einem anderen Kosmos, platziert. Oder wie es beim Sinne zum Beispiel mal war, wo ich auch mal mitbeobachtet habe, glaube auf seinem YouTube-Channel oder irgendwo auf YouTube bin ich ja drauf gestoßen, wo der Sinne mir mal erklärt hat, in einer ruhigen Minute, dass einer von seinen Songs, Sinne, korrigiere mich, wenn ich das falsch im Kopf kann, aber dass einer von seinen Songs für irgendein Skate-Video, ein Skate-Part von einem Schweizer ausgewählt worden ist, beziehungsweise gefeatured worden ist, und so Brücken zu schlagen, sage ich jetzt einmal, dass du halt irgendwelche Kollegen um dich herum hast oder Kolleginnen, die auch irgendein Talent haben oder die irgendetwas machen, das kostet halt nichts meistens. Wenn halt die Leute, die du anfragst, halt schon mit deiner Musik etwas anfangen können oder einen Bezug haben, sag ich mal.